schön, dass wir jetzt noch da sind. Nur, es ist nicht dein Auto, liebe Pimpinella Umbrella. Wenn es nur kleiner wäre, ich würde gerne mein Besen damit verzieren. Mary-Lou hat sich ein bisschen beruhigt und hat gemeint: Also, hört mal zu. Am besten, wir besprechen das in aller Ruhe. Alle 4 mitsamt dem Kater, der seine Farbe wieder zurückgekriegt hat, sind wieder ins Gartenhausmobil eingestiegen und haben es zurück in den Wald gehext, wo es am Anfang war. Und weil keine von den Hexen gewusst hat, wem das verflixte Waldmobil gehören soll, haben sie beschlossen, zuerst einmal über die schwierige Frage zu schlafen. Doch jede hat der anderen Hex misstraut. Was, wenn eine während der Nacht sich rausschleicht und das Auto einfach weghext? Knurrig sind sie nebeneinander auf der Mary-Lou ihrem grossen Bett gelegen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Jetzt Villa Zwiderwutz, die Pimpinella Umbrella und Crispina knurrt. Es hat tönt, als hätten sie einander Bauchweh und einen giftgrünen Ausschlag gewünscht. Mary-Lou war unglücklich. Wenn ich das Auto nicht gefunden hätte, wäre alles viel einfacher. Eigentlich sind wir doch so gute Freundinnen und jetzt haben wir nur noch Krach. Nur der blaue Kater mit den weißen Pünktchen hat beruhigt gegähnt und sich zusammengerollt. Er war froh, dass der Höllenflug wenigstens für den Moment vorbei war. Der Mond ist aufgegangen. Eine Eule ist ganz leislich über die Baumkrone geflogen. 3 Hexen haben so da, als würden sie schlafen. Aber eigentlich hat jede nur die Augen zugehört und dabei fest gelost, ob nicht die andere aufsteht und das Auto geht stehlen. Mary-Lou ist neben dem Bett auf einem Stuhl gesessen und hat die Beine angezogen. Das hat sie immer gemacht, wenn sie überlegt hat. Wenn ich das Auto noch mal forthexen könnte. Es ist einfach so blöd, kann ich noch nicht besser hexen. Wenigstens hat sie aber einen gescheiten Kopf und geschickte Hände. Und bald ist ihr auch eine Idee gekommen. Jetzt hat sie gewusst, was sie machen muss. Sie ist in die Küche gegangen und hat Tee gekocht für ihre 3 Gäste. So, Schlaftee für Hexen, die nicht einschlafen wollen. Danke. Da ist der fein. Hat Villa Zwiderwutz gesagt. Ausgezeichnet. Hat Crispina geschwärmt. Exquisit. Hat Pimpinella Umbrella brummelt.